Ja, gut, ich auch von meiner Seite. Nico hat das schon das Wesentliche gesagt. Ich gehe auf ein paar Punkte an von einer Präsentation, die mir effektiv schon viele Leute gemacht haben, wie Nora gesagt hat. Ich kann nur den Ballpunkt angehen, mir mein Schuss auf die wesentlichen Punkte. Leider ist es noch nicht überall ob Gehör gefallen. Wir machen weiter natürlich, weil wir sind auch fest davon überzeugt, dass wir recht tun. Nicht nur sozial gesehen, wir auch ökonomisch gesehen. Wir haben all an sich auch die Argumente. Ob bei dieser Seite, das wirklich ein bisschen eine ideologische Diskussion noch, die da handelt der Pensionsreform, und das ist der nächste, also die gewünscht ist von der Regierung, und das ist auch der nächste Punkt, den ich wollte machen. Wir haben an sich ein gutes System, das sind wir alle als Einheit, als verbesserungswürdig, in dem auf keinen Fall nach weiter verschlechtert gehen. Ich komme nachher darauf zurück, weil es sind eine Reihe Verschlechterungen natürlich schon NRW durch die Reform von 2012, die nicht nehmen die Jung von Haut treffen, mehr für allem die Jung von Haut, mehr die aber auch teilweise erst werden treffen, weil notamment auch den Ajustement von den Pensionen an vorgestellt ist durch die Reform von 2012, und dafür ist doch ganz klar so, dass wir hier alle schon lange im Boot sitzen, nicht gegen den anderen ausgespielt gehen, weil der Toten das betrifft, gerade so gut die Jung wie auch die Aal. Es gibt als Heinz so viel gemacht, und das ist ja ein bisschen, es war teilweise angeklungen aus verschiedenen Interviews noch von der zuständigen Minister, dass man muss das System ein bisschen raufsetzen, man Kotisationen, niedrige Plafond kotisable. Und da können die Leute, weil man effektiv nicht die Höchstpensionen wollen, die da an Fett gar nicht gehen. Also in Statistiken, ich gehe nicht viel darüber an, weil der Jean-Claude möchte nach die Deckpensionen gehen nicht am Regime general von wo wir konzerniert sind, wie sie das immer so. Und da das aber ein bisschen das Argument wird geholgert, wie zu so, wir können danach kürzen, und da können wir ja selber weiter versichern. Kapitalisierungssystem kann ich das nennen, oder Privatversicherungen, sieft das am Betrieb, oder wird noch mehr wahrscheinlich riskiert gepusht zu gehen, das ist den dritte Pilier, die Zusatzversicherung, die ich selber kann machen. Ich weiß nicht, wie viele Leute von ihr so eine Zusatzversicherung gemacht haben. Wahrscheinlich schon ein Reihe, das wird gemacht, für Steuern zu sparen. Das kann ich dann eventuell noch machen. Ich weiß nicht, aber bei ein Einzigen der Meinung ist, dass das kann irgendwie ein Ersatz sein für eine normal öffentliche Rente. Das ist einfach nicht. Das ist evident, und dazu noch sogar Versicherungsagenzen, die so das selber, weil Jitfried weiß, dass die Leistung, die also einer Privatversicherung, also einem dritten Pilier, niemals kann dem entsprechen, weil den aus einem öffentlichen System raus kann ziehen. Ganz einfach auch schon mal lang, weil sie nicht indexiert sind, aber weil sie nicht ajustiert sind, die Pensionen an den Privatsystemen. Und die Leistung ist also sowieso schon ganz niedrig. Ich habe mir geguckt, ohne nur in Detail anzugehen, mir was dabei rauskommt als Leistung, als an sich ein Rendement negativ, das heißt, kriegt den Enfant kommt inflationsbereinigt Mann heraus, wie wir den Dragestach hat. Außer möchte immens viel Risiko bei seinem Invest, aber wenn ich das möchte, riskiert natürlich auch ganz schief zu gehen. Kann gut kommen, meistens geht das ja aber schief. Und in Deutschland zum Beispiel ist das ja total schief gegangen. Die Riester-Rente, die wir ein bisschen geguckt haben, also ich meine, der Minister, der wäre froh, wenn die Rente nicht mehr mit seinem Namen verbunden wäre, Riester-Rente, ich meine, die schummt sich mittlerweile, ich weiß nicht, ob Madame Depré will eine Depré-Rente, aber das wird auch wahrscheinlich nicht ganz viel gehen, weil die Systeme funktionieren einfach, sie sind nicht solidarisch, und sie können auch nicht so gut Leistungen bringen, weil da gibt es ja einen neuen Akteur dabei, der will Profit machen, die Assuranzen, also ganz klar muss ja da irgendwie mal recht bleiben für das Syrien, das ist ja in einem öffentlichen System nicht der Fall, weil du musst ja keinen Benefis machen. Privatrente können an sich, das ist einfach eminent logisch, nicht so viel bringen wie ein öffentliches System. Und dafür muss man auch da ganz gut aufpassen an der Diskussion, die Heinz so klingt, ja, wir machen dann hier und da, ein bisschen hier und da, aber die könnt ihr schon privat versichern. Aber da ist einfach wirklich der Leute Standard dargestellt, das bringt absolut nichts. Und die Systeme sind viel mehr schlecht wie ein öffentliches System. Den zweiten Punkt, die mich generell Remarken betrifft, das ist ein Assurance-System, ein Assurance-Pension. Eine Assurance-Pension heißt an sich, dass ein versichert ist, an Fan de Kont gegen den Evenement, was könnt, bei jedem Verein hoffentlich, bei den Menschen zumindest, das den Alter, wo ihn dann nämlich schaffen geht. Und dafür ist das eine Assurance heißt, dass ein Revenu
de Remplacement an en gewisse Sinn an dafür muss die Pension auch an einen gewissen Sinn dementsprechend weil die Vierrun verdenkt wird an dafür kann nicht Sinn für die bisschen Renten der ganz Heger wie gesagt ginet kein du könnte kommen nun drauf zurück der ganz Heger ginet kein mit das nicht für die Hai die mir bisschen Rente gehen die ganz niedrige Renten auszuspielen weil die ein bisschen mehr für die Namen das ein Assuranceensystem den auf Solidarität sich berieft am Hundo effektiv ganz viel soziale Elemente auch am Pensionssystem dran mit das effektiv eng Assurance an soll net fir he zu probieren den egent den anderen auszuspielen, weil du verschiedene Rente mir heich sind wie Diana an da das wesentlich Element auch von dem System. Und mir will net just eng Mindesttrend für Schiedverein, ein Grundtrend wie dann den anglosächsische Länder der Fall an sich und sich wirklich just eng Assistance sozialaufhände konnte as nee Pension as recht für Schiedverein an der Recht basiert op dem weil die vierte noch an seiner aktiver Karriere auch erschafft an verdingt wird. Also sind die Portuelle übersprangen bisschen, weil wie gesagt den Jean-Claude Necker Europa zurückkommt mit gesagt den auf Hände kommt, dass die Deckrente gehen nicht und geht aber ganz viel niedrige Renten an diesem System und dafür müssen du effektiv echter Verbesserungen kommen bei den niedrigen Renten, wie das Elona probiert irgendwie Urwe nach Renten zu kürzen. Weil ihn aber schon gesagt und ich meine das auch schon zum Teil Resultat von der Reform von 2012 die Lastrenteform die gemacht ging an der ja die Estrente Reform an den letzten 100 Jahren die wirklich Verschlechterungen Matze spricht wird vier sind immer Verbesserungen kommt das System aus abgebaut ging zu summen oder Grund für Förderungen notamment von den Gewerkschaften sind doch Verbesserungen gekommen 2012 was gegen Gewerkschaften natürlich du eigentlich keine Reform kommen die an die falsche Richtung gegangen also an das gesagt den ha schon ein bisschen an der Evolution vom Armutsrisiko von den Rentner. Den wird nämlich stark zugeholt. Den hört sich verdürbelt an den letzten 10 Jahren. Haut doppelt zu welchen Alters Armutsrisiko wie nach 400 Reform 2012 an dat wir wissen, dass die Formel die neue Renteformel für die Leute die Lo an Pension gehen, die spielt schon, sie geht immer mehr schlimm, sie als los schon viel mehr defavorabel wie nach 400 Rentereform an das effektiv so, dass das natürlich an den nächsten Jahren nachwärts weitergehen, weil ja das schon 2012 teilweise dezidiert. Dafür muss man es unbedingt dagegen führen, dass du nach weiter Verschlechterungen kommen, weil sonst geht es so weiter wie auf dem Grafik der Fall ist. Ich weiß nicht, ob du da alle gut gesehen hast, auf dem längsten Grafik aus Lützeburg die Rotlinie. Wir hatten ein relativ niedriges Armutsrisiko par rapport zu den anderen Ländern, zu den nordischen Ländern. Wir sind wirklich gut in der Weg für die als sie überholen an dem Loch eine spitze Position zu kriegen wie der Loch schon bei der Working Poors bei den Leuten also die schaffen und da das wirklich das größte Risiko wenn man da laufen respektive wenn man sogar nach gegen Higon und nach weiter Verschlechterungen akzeptieren. Ich komme kurz auf die Reform von 2012 zurück, weil das aber wesentlich also an der aktuellen Diskussion an wo viele Leute gern vergisst geht und das ist schon nur geklungen, das war eine Reform, die soi-disant für die Jung auch gemacht ging als Medizin natürlich die Jung von Demos oder auch von Haut nach die am meisten durch die Reform 2012 getroffen sind, aber nicht nimmen die sind auch die Leute, die nur in der Pension sind, die an Zukunft werden konzerniert sind. Erstens ist es so, dass Renteformel sich am Laufe der Jahre verschlechtert. Das ist nicht unbedingt für ihr, wo das zählt, weil effektiv das sind die Leute, die nur in Zukunft an Pension gehen, die kriegen alle mehr niedrige Pensionen, wie das bei dir nach Krieg wird, bei einer selbster Karriere zum Beispiel. Und das führt dazu, dass ein Durchschnittsrand 2052, wenn die Reform bis voll durchschlägt, bis zu 15% mehr niedrig ist wie ein Rand 2012 bei der selbster Karriere. 15%. Das ist ja aber wirklich nicht leicht. Und dann gibt es Leute, Patronat notamment, die sagen, ja, wir wollen etwas mehr für das System zu halten, für ein gutes, starkes System zu holen, und die wollen dann einen Schritt beilehnen und nach einmal 30% dabei lehnen, 30% Verlust, wohlgemerkt. Das heißt, das ist wirklich etwas, wo man immens muss aufpassen, die Reform von 2012 war es wirklich schon schlimm genug an den immens großen Effekt auf die zukünftigen Pensionen, und du musst absolut verhindert gehen, dass du noch weiter in die Richtung geschafft wird. Dann den zweiten Punkt, das ist ein Ajustement von den Renten. Ihr wisst vielleicht schon, ihr habt schon abgekriegt, und das ist vielleicht so ein gut Nachricht, dass die Renten ab dem 1. Januar um 1,6% an die Lut gehen.
alle goschen Rentner kriegen op nächste Januar 1,6% Bayern ihrer Rent wennst dem Ajustement, weil eben Rente regelmäßig auch angepasst gehen und der Entwicklung von der Lane. Was ja wichtig ist, aber doch logisch ist, weil auch Rentner von Haut und dazu beigedrohen, dass die Ökonomie, wie sie heute funktioniert, gut funktioniert, dass sie so produktiv ist, wie sie ist, und dass die Leute von Haut das verdenken, was sie heute verdenken. Das ist das Sens von einem Modell, von einem solidarischen Modell, dass sie noch weiß, dass die Rentner das alles mal abgebaut tun. Und das ist auch nicht mehr normal, dass sie auch von den Produktivitätsgewinnen und Lohnentwicklungen mit profitieren, die heute stattfinden. Das ist nicht nur sozial, das ist auch ökonomisch absolut logisch. Und das ist aber auch vorgestellt durch die Reform von 2012, von den verschiedenen finanziellen Rechnungen nämlich ganz abgehen, ohne dass das System aber finanzieller Probleme hat, weil wir eine Reserve für 27 Milliarden. Also das ist absolut kein Problem für den Ajustement weiter zu erhalten. Und das aber riskiert aber auch vorgestellt zu sehen, wann das Gesetz von 2012 nicht geändert wird. Und da das etwas, wo für uns eine gewisse Dringlichkeit besteht, wo muss agiert aber gehen, dass das aus dem Gesetz rausgeholt wird, für das eben nicht den Ajustement gebracht wird, dass Trente nicht mehr so weiter klammen wie auch Zahlen am Durchschnitt. Weil wenn das bis gebracht ist, dann eigentlich erstens kriegen wir schwer zurück und zweitens fährt das sicher dazu, dass man dort weiter nur geht. Das ist evident, weil dann hält der Reichtum von der Revenu von der Bevölkerung zu und die von der Rentner geht nämlich so modern und dann ist evident, dass die Entwicklung, wo man früher schon gesehen und die schon am Gang ist, das Alter zuhält, dass die weiter klimmt, das ist einfach statistisch evident, das kann gar nicht verändert gehen und das ist natürlich dann noch, dass die Leute nur werden am Portemonnaie spüren, wenn man es nicht dagegen wären. Dann ist auch die Allokation de fin d'année vorgestellt durch die Reform von 2012, die das für mehr wie 900 €, weil den am Dezember kriegt von den 40 Assurancejahren hört, das für soziale Elemente an einer Pension, weil das für jeden selbst und das für allem auch für die Niedrigrenten wichtig. Wenn wir hier gehen, was man vielleicht denken muss machen an Kotisationen hegen, da riskiert die automatisch aufgeschafft zu gehen. Da das auch am Gesetz von 2012 mal dran und da das etwas, wo auch schon die Salarié schon eine Proposition de loi gemacht hat, für den Automatismus rauszuholen, weil das kann ja nicht Sinn, dass da gerade die Niedrigrenten da am meisten betroffen sind durch so einen Automatismus, wo dann eine Allokation de fin d'année riskiert aufgeschafft zu gehen. Und das ist natürlich auch etwas, was nicht nur die Jungen betrifft schon nach dem Morgen oder was gestern Morgen der Premierminister heieren, der gesagt hat, Rentner geschieht ja nicht. Wie das nicht vorher, schon lange durch die Reform von 2012 riskieren Rentner von Haut auch etwas verlieren, wann das Gesetz von 2012 eben nicht dringend aufgeändert wird. Und dann ist noch ein vierte Faktor, die noch zu einer Verschlechterung gefordert hat 2012, das mit technisch, durch die Berechnungsformel, wie Renten in dem Moment gerechnet, wohin sie kriegt, also eine Retarentsterne von 2 Jahren, sodass alle Rent auch nach ein Jahr rund am Durchschnitt 2% mehr niedrig schaut aus, wie wann er 2012 an Pension gegangen ist. Also wesentlich Verschlechterungen an der Stilo nicht, ob all die Rechnungen an aus Zeitgründen, die man hier gemacht haben, hier gesagt haben, zum Beispiel, dass den Ajustement, den DILO nach all kriegt, wenn die nicht durchgewirkt werden in den letzten 25 Jahren, da wäre ein Durchschnittsrent haut 900 € den Monat, mannerhäich, wie sie los. 900 € den Monat Manner haut, wann den Ajustement nicht gewährt wird, den eben auch vorgestellt ist für Zukunft, Mindestrend für bald 600 € mehr niedrig, wie sie schon ist. Sie ist ja schon zu niedrig. Also wirklich den Ajustement, das ist extrem wesentlich, dass wir gucken, dass wir den erhalten kriegen, weil den ist, wie gesagt, auch vorgestellt durch die Reform von 2012, von denen das alles zu Summe rechnen, die Sachen, die ich lobgezählt und all die Verschlechterungen, die los schon am Gesetz dranstehen, ohne dass Madame Depré, hat irgendetwas gemacht wird, sie will ja noch weitergehen, ohne dass sie etwas gemacht wird, also los schon so, dass eine Person, die 2052 an Pension geht, die also voll getroffen ist von der Reform von 2012, dass sie am Durchschnitt bis zu 400.000, also 400.000 € Manner hat, am Lauf von ihrer Rente wie eine Person, die 2012 gegangen ist. Das ist die Reform, die gemacht ist für die Jungen von 2012. Die haben 400.000 € Männer nur an ihre 25 Jahre, wenn ihnen davon ausgegangen dass ihnen am Durchschnitt 25 Jahre seine Rente kriegt, und die an sich so viel 400.000 € Männer. Also das ist wirklich den Diskurs, den da noch gefordert wird. Wir müssen etwas für die Jungen machen, aber was geschieht? Sie kriegen so viel Wäschkohl. Aber für wer das oft der Fall? Ich gehe Europa noch kurz an.
mal das, weil den Jungen noch Angst gemacht hat oder allgemein Leute Angst gemacht hat, mal Projektionen bis 2070, wo da Sachen heisch gerechnet gehen, für zu suchen, ja, wir haben 2070 eine Staatsschuld von über 200% vom PIB, wir können da gar keine Rente mehr bezahlen, und dafür muss man lokiert sein, weil sonst kriegt er nur gar nichts mehr. Das ist ja ein bisschen den Diskurs, der gefordert wird, den total falsch ist, und ich profitiere davon, dass wir in 2 Wochen eine Konferenz tun als TSL mit einem deutschen Professor, den er doch ein bisschen ernst belegt, das ist wirklich kein Finanzierungsproblem, den wir im Moment tun, das ist ja nur just eine Frage von Umverteilung von dem geschaffenen Reichtum an. Ich meine, wann so ist, dass die Leute mehr alt gehen oder dass ein Undeel von älteren Leuten an der Bevölkerung mehr groß wird, ja, das ist ja nicht mehr normal, dass die Pensionen für Pensionen auch klammen und dass man auch da muss ein bisschen mehr dafür aufwenden. Aber das ist absolut ökonomisch gesehen kein Problem. Das ist just eine Frage von Umverteilung von der zukünftigen Croissance. Und just für das aber so, und all die Projektionen, die da gemacht sind bis 2070, ja, das ist ja wirklich alles Kaffeesatzleserei. Und das geht auch schied für den Enfant de compte so, den die Projektionen möchten. Sie sagen aber, ja, mit das aber so, dass das wahrscheinlich in die Richtung geht. Ja, es geht auch in die Richtung, dass die Pensionen werden zuholen. Aber nicht an dem muss, und das ist auch so par Etappe, das geht ja los weiter. Das ist ja nicht, dass wir von Haut auf 2070 sprangen und da muss so viel mehr ausgehen. Das ist ja alles ein progressiver Prozess, den er locker abgefangen kriegt durch Ajustemente am Pensionssystem am Niveau von der Resetten, notamment auch von der Ökonomie, sodass das alles kein Drama ist. Mit dem Problem ist einfach mit den Projektionen, die immer falsch waren in der Vergangenheit sowieso, dass die dann nur noch benutzt für die Leute Angst zu machen, dass muss gespurt gehen an Pensionen gekürzt gehen, weil da laut irgendwelchen Projektionen kein Problem entstehen. Aber wie gesagt, ich gehe nicht auf die Zahlen an, wir haben 130 Seiten an der Not von der Gewerkschaft, die Gewerkschaften gemacht haben, die alles weisen, was in der Vergangenheit alles für falsche Prognosen gemacht haben, als was das Rentensystem betrifft. Wann dann ein Problem entstehen, dass es nämlich abgeht finanziell, das ist ja möglich, dass weil effektiv die Bronzewerte klammen für Renten, dass ich dann auch muss gucken, wer das finanziert kriegt. Ich will ein paar Sachen gesagt, dann schmengen nur geht Jean-Claude Donner drauf an, was schon geschieht durch 2012 durch die Renteform. Also Renten nach weiter aufsetzen, das ist einfach nicht dran. Wir haben schon eine wesentliche Augmentation vom Altersarmutsrisiko, wie gesagt, wir haben wesentliche Verschlechterungen, die vor allem die Jungen von Lo treffen, aber gesagt wird, ja, wir müssen etwas machen für die Jungen, ja, dann ist das ja an dem Diskurs Politik, dass man nach weiter Rente soll jetzt für die Jungen oder was. Also das ist wirklich nicht mehr machbar. Und wir leiden auch mit diesem Rentensystem, wir haben im Moment ein gutes System nach einem internationalen Vergleich. Wenn ihr guckt, wird schon geplant durch die Reform von 2012, aber wenn das noch soll weitergehen, da sind wir nicht in den besten Regime in Europa, weil wir sind mit schon Länder, die mehr in höheren Toderaumplacement haben wie Lützeburg. Das heißt, wo die Rentner noch mehr rauskriegen als Rente par rapport zu dem, was sie früher verdient haben, wie zu Lützeburg. Der geht nicht schon, aber wenn wir so weiterfahren, wie die Politik das will, da riskiert das natürlich immer mehr Länder zu gehen, die da besser durchstehen, wie wir. Prolonger la vie aktiv, da das selbst zu mir mal gesagt haben, kann ich darüber diskutieren, vielleicht die freiwillig wollen oder können wir lange schaffen gehen, kann ich machen, mir das ist keine Option, keine generelle Option für das System zu reformieren, weil wir wissen alle gut, dass es noch lange nicht schiefgehen kann. Wie lange schaffen gehen aus gesundheitlichen Gründen oder aus anderen Gründen, das ist etwas, wo ich kann gucken, am ehesten Fall für die Leute neue Rechte zu geben, wenn sie das wollen, aber keine Option für das System zu retten. Dort und plus, und da auch mittlerweile Analyse von dem, was in Frankreich geschieht als Reform, aber wir wissen ja, was am Kader von der Reform alles nach so geschieht. Da gibt mittlerweile Berechnungen von unabhängigen Gremien, die weisen, dass die Reform, die Leute forciert, wie lange schafft sie gehen, und plus für das Regime nicht so viel bringt, finanziell gesehen, weil dadurch, dass Leute nicht lange schaffen gehen, kriegen sie auch mehr eine hohe Pension, und das kompensiert zu einem guten Teil, dass auch, dass sie nur über Männer lang eine Pension kriegen. Und das ist wirklich in dem Sinn auch für das Regime finanziell nicht unbedingt die besten Optionen für die Leute, ja schon mal gar nicht. Dafür bleibt dann fern der Kont, wenn es dann an die Situation kommt, wo man muss gucken, dass das System an den Equiliber kommt. Das ist im Moment noch nicht der Fall, weil im Moment utiliser la Reserve, wir 27 Milliarden, und wir müssen die auch benutzen. Das ist ja kein Selbstzweck. Also wir können die so holen,
wann lo en mir opgeht, notamment auch fir zu gucken, dass ein Ajustement dann weiter voll spielt, wat keine sinn, das Trenten im Jahr justiert gehen, obwohl du 27 Milliarden auf der Seite stehen, dat kann ja keinem normale Mensch erklären und dafür also an enger Phase effektiv die Reserve do wann Lohnmi gave opgo mat den laufende Resetten an enger zweiter Phase muss ich dann natürlich gucken und dafür mir immer gesagt, wie sie auch diskussionsberät von Problem do wirklich entsteht beim Rentesystem mir sie auch nicht die dort dann so machen mir will just nicht, dass es noch zu weitere Verschlechterungen könnt, weil der sie wie gesagt schon genug NRW an dafür muss man dann einfach gucken an wie schon gesagt, das ist absolut logisch, wann Bevölkerung mir ärgert, wann mehr groß nun von der Leute an der Rand sind, wie der vierte Fall war, dann ist absolut normal, dass sie noch viel mehr muss für dem geschaffene Reichtum eben an Renten stärken. Das ist ja ein ökonomischer Faktor, dass sie morgen am Gang zu gucken, weil das ja auch Leute, die konsumieren, die sorgen auch an einem gewissen Sinn auch für Wirtschaftswachstum, wenn Renten genug sind, das spielt ja alles da auch mal dran, weil wenn den Rente kürzer, final macht die niedrige Rente kürzer, das ist ja nicht gut für die Ökonomie. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ich gehe nicht auf die alle Geschichten an, mit das ist wichtig zu sagen, dass wir auch da am Debat können als bedeutschen, wenn es darum geht, wie können wir die Pensionen dann in Zukunft finanzieren. Wir können Kotisationen erhöhen, das ist der einfachste Weg. Sie sind bei weitem die niedrigsten in Europa, weil Patronat sagt ja immer, wenn wir da ein bisschen Kotisationen erhöhen, dann läuft der Betrieb halt fort. Das ist ja Quatsch, das wissen Sie auch selber. Mir das geht immer als Argument geholt, weil Sie dann natürlich ein bisschen fährte wie die Fixfeier, wenn du ein bisschen mehr Kotisation patronalmäßig bezahlt gehen. Wir könnten noch deplafonieren, weil am Moment ist es so, dass Sie bis zu 5-mal den Mindestlohn Kotisation bezielt, können den deplafonieren, da werden die Höchstsaläre getroffen und da geben die an sich ein bisschen mehr beilegen, weil an sich solidarisch wäre, für mehr Resetten zu schaffen. Wir können auch Kotisationen proportionell machen oder progressiv machen, dass in den Tod just draufsetzt für die Höchstsaläre. Das wäre mir eine gerechte Lösung. Da gibt es verschiedene Modelle, ich werde die auch schwätzen, mit Kindern einfach genug Möglichkeiten, was ich machen kann. Können ihr noch eine neue Kotisation erfüllen, so eine Art Kontribution wie bei der Assurance Dépendance, wo auch nicht nimmen dann Salären drin fallen, mir auch andere Revenue, weil das ist ja ein bisschen das Problem vielleicht, dass schützt im Moment auf der Masse Salarialkotisationen abgehoben gehen und da können die sich ja auch vorstellen, auf fahrende Konto, dass ich da denke, so möchte, dass das mit Brett abgestaltet doch Kapitalerträge mal drin fallen und Rente mit finanzieren, wie Dividenden, wie auch Loyer und so weiter, dass das auch da mal drin fällt, wie das doch bei der Assurance Dépendance en fin de compte der Fall ist, muss ich just gucken, dass man Ménagen da mehr bezahlen, weil das ja dann in der fast Ménagen, das in einer Woche ein System findet, wo dann noch Betriebe weiterhin gleich viel beilegen. Nicht, dass er nur da gesagt hat, ja, da könnt ihr das ja selber bezahlen, und Betriebe brauchen dann da nicht beizulegen, wie das bei der Assurance Dépendance der Fall ist. Das ist natürlich etwas, was wir nicht wollen. Also ich meine, es soll schon so bleiben, dass ihr immer dort zu 3 Partner gleichmäßig das weiter finanziert. Geht das probiert, vielleicht dort zum Teil eben Alternativen zu finden, die nicht mehr rein auf dem aktuellen Kotisationsmodell basieren, wann das eben soll sein. Wobei, wie gesagt, auch den aktuellen Kotisationsmodell nach Marsch lässt, weil wir effektiv da ganz niedrig sind im Vergleich zu den meisten anderen Ländern. Kann ich noch einfach mehr über Steuern bezahlen. Wir haben ganz viele Betriebe zu Lützeburg, die extrem Benefice gemacht haben an den letzten Jahren, die nicht unbedingt viel Salarien haben oder relativ gesehen nicht so viel Leute beschäftigen und dafür auch nicht so viel Finanzement von einer Assurance sozial sich beteiligen, wenn den einfach mehr großen Teil über Steuern und nicht einmal über Betriebsbesteuerung auch beilegen, dann ist das natürlich auch möglich, für das zum Teil abzufangen, wann in Zukunft Beschäftigung nicht mehr so sehr gäbe, Klammer, wie das dann der letzte Fall war. Und dann haben wir natürlich eine ganz große Möglichkeit, die natürlich nicht so einfach umzusetzen ist zu Lützeburg, mit das ist Besteuerung zum Patrimoine. Also zumindest mit der aktuellen Regierung geht das ja wahrscheinlich ganz schwierig. Wir haben keine Vermögenssteuer mehr zum Beispiel, die aber auch von den ganz niedrig aussetzt, auch noch einen ganz hohen Freibetrag
leist, so heißt zum Beispiel, dass mir alle Göschen zu Summe, wenn als Familie zu Summe rechnen, zum Beispiel schon mal nicht betroffen wären, da können den aber nach etwas aufschöpfen, wenn ihr wirklich die Leute trefft, die wirklich die höchst Vermögen 100. Da gehen nicht Beispiele an andere Länder, wo die effektiv relativ starkes hatte kriegen durch eine Vermögenssteuer, und das könnt ihr auch mal beiholen für Pensionssystem zu finanzieren. Voilà, ist gut gesagt, für nicht zu langsam, weil es nach genug Reden haben drum, das ganz klar, dass die Lösung, wenn sich die Probleme stellen für die Finanzierung von den Pensionen, das wirklich schon nicht, das schon gesagt ging, das wirklich schon eine echte Phase, eine politisch froh. Das ist evident, dass das muss gelöst werden und dass wir müssen die Entscheidung holen, wollen wir in Zukunft ordentlich Pensionen auch oder will man mehr Altersarmut? Das ist die einfach froh, die sich muss stellen. Ich meine, für uns als Stanford ganz klar, wir wollen die ordentliche Pensionen, wir wollen nur nach Verbesserungen holen, vor allem bei den niedrigen Pensionen, weil das schon angedeutet wird. Ich meine, wir kommen ein darauf zurück, die niedrigen Pensionen, die gehen an sich nicht durch, für zu Lützeburg gut über die Runden zu kommen, vor allem auch von den Preisen guckt, von Altersthemen und so weiter, noch die normalen Lebenskosten, dann haben ganz viele Rentner im Moment schon Probleme, für über die Runden zu kommen. Und dafür ist das die Frage, die man muss klären, und Dono muss ihn dann natürlich auch rechnen, für zu gucken, was kostet das, und dann muss ihn sich eben die nächste Meier gehen. Ich meine, die erste Frage, die sich muss stellen, ist, was will man die Leute bieten noch am Alter ein normales Leben an Dignität, und da muss ihn eben die Meier gehen, aber wie gesagt, das ist für mich evident und absolut normal, dass von den Undeel von älteren Leuten zählt, dass ihn dann auch eben sich mehr Meier muss gehen, dass überhaupt kein Drama, dass das auch an der Vergangenheit schon geschieht, weil wir gehen doppelt so viel aus für Pensionen par rapport zum PIB wie vor 50 Jahren. Doppelt so viel. Das ist aber absolut kein Problem. Oder hat irgendjemand das gemerkt oder gespürt, dass irgendein Betrieb darunter Futti gegangen oder so. Nee, das ist einfach die normale Entwicklung. Und das ist auch etwas, was normal kann auch an den nächsten 50 Jahren nach einmal geschehen, wann dann die Voraussetzungen stimmen, was wie gesagt an der Sterne steht. Aber das ist absolut möglich, dass ich das kann machen. Und das ist evident, effektiv, dass Datei, und das hat mein auch der Nico auch schon gesagt, Datei, also die Frage von den Pensionen und Zukunft von den Pensionen, da darf keine Diskussion gehen zwischen, wir müssen nur schwer machen, zwischen wir machen es für die Jungen oder wir machen es für die Alten. Das ist kein Kampf zwischen die Jungen und Alten. Für den einen, du gehst den anderen aus, spielen die halt die Dickrenten und die anderen nur die Niedrigrenten oder wer finanziert nur die Renten, ich bezahle nur viel und ich kriege nur wenig. Das ist absolut nicht Thema. Das Problem ist echt, und das ist wie immer an der Geschichte, das ist an sich echt der Kampf zwischen dem Kapital und der Arbeit auf der anderen Seite. Es geht just darum, wie gehen die zukünftigen Produktivitätsgewinner, wie geht die zukünftigen Wachstum verdeelt, vor allem zwischen den Reichen und den Leuten, die gegen Lohn schaffen. Das ist effektiv froh an den Kampf, den besteht. Und das wird auch in der Zukunft dieselbe sein wie in der Vergangenheit. Mit das sicherlich kein Kampf zwischen den Generationen. Und da muss man wirklich auch aufpassen, dass nicht nur den einen gegen den anderen ausgespielt wird. Merci.